Hola. Welkom to het Teacher Radio programma. Dit is John Peters hier met gedanken uit Gottes woord voor de nächste 15 minuten of zo. We vangen van nu aan in Matthäus kapitel 21. Welkom to dit programma van deel van klok 10 bij klok 2. En we hoorden ons dat 4x44 van de blinge mannen wordt niet opgegeven. En wegen ze niet opgegeven, weil je de mensen zeggen tegen die stel, Jezus wel niet van junt, daar heeft euch tijd voor junt, aber sie schreien dan bloß luider. En Jezus wordt het aan en vraagt, wat wil je? Wat zijn ze, wie willen zijn? Jezus zegt, dan ziet je heult. En ze kunnen zijn, en wat deden ze? Ze volgden aan nu. Wat zegt het mir die? Niet ophouden met beten, niet ophouden met schreien sogar, met vreuen, sogar praten. Jezus zegt dat is wel een gebed schaffen dat. En zo, een goede leer door. We komen nu in de Oostergeschichten aan. Ja, ik weet, we hebben goed Oostern gehad, bij de kapitel zijn ze uitgekomen, was ze zijn. En hier zijn een paar wichtige lehren wat we willen ons verstellen. En eine leer wat ik wil gleich even deel te brengen, dat is dat God zijn woord is 100% zuverlässig, dat is wondervol en dat is zum wonderen. Weet je, 5000 jaar voor Jezus op Erde kwam, dan wie al versproken worden dat hij wordt komen. Door een Garten Eden. Du ziet God te Adam en Eva, dat de nieuwkomenschap van Eva wordt komen. En die wordt de slang op den kop opdreien. De slang die wordt aan om fout te bieten, zo te zijn, maar deze wordt de slang op den kop opdreien. En de slang kraftlos maken. En zo al durch de jaren, alles durch de tijd. Abraham, Isaac, Jacob, Moses, die wissen dat er wordt einer komen. De Israëlieten, die luren, de wordt in Heiland komen. En zo wat we vandaag ons verstellen, in Matthäus 21, dat wil in dit Psalmenbuch gezegd worden, prophezeit worden, gewaarzegd worden, en vielleicht so wie 1000 jaar voor Christus. En hier is het nu ganz in Erfüllung, en zo werden we lezen. Als ze dicht bij Jeruzalem werden, en weet je, Jezus zijn ziel weer, naar Jeruzalem te komen, dan zegt hij tegen de jongeren, waar we stuur zijn, worden ze mij toeleiden, ze worden mij kwelen, en ze worden mij aanbrengen. En de jongeren, die werden allemaal vandig. En Jezus zei, van de Juden leider erheen. De kerkenleider, de schriftgeleerden, de fariseer, en Luther Wolwig en de Rijmische regering. En zo ze komen nu dicht bij Jeruzalem, en zijn bij de stad Bethphage, bij het Alberg. En dan schickt Jezus twee jongeren voorop en zegt, goed in de kleine stad verjunt. En nu wil je een Buddha zijn met een strang om je nek. En die wordt een jongen hebben. Laat die los en dan breng je die naar mij. Alright. Wanneer irgendwer zegt, wat doe je? Zegt bloß, zegt hij, de haar fehlt deze. En die wordt die voet loslaten. En dan zegt het hier, dat passiert, zodat het wordt erfüllt worden, wo wir een Psalm lesen, sei te de dochter Zion, kijk mal, je keine kampt, nu junt, ganz sanftmütig, op een Buddha, op een jongen Buddha. En de jongen deden zich Jezus een bevel gegeven had. Ze vangen den Buddha, ook dat jongen, en deden ihre Kleider, raakt op de Buddha snap, en hij zag zich op den Buddha anab. En al die mensen namen ihre Kleider en leiden die op den Berg en namen Aster van Baum en leiden die op den Berg en gingen ver aan en gingen hingen aan en schrien en zeiden, Hosiana, den Sohn Davids, en zeiden te dem wat in God genoemd kämpft, Hosiana te den Höchsten. En als hij naar Jeruzalem kwam, beweegde die ganze stad zich en vroeg, wer is dit? Dan zeiden ze, dit is Jezus, de profeet van Nazareth van Galilea.
wo wir hier ein klein bisschen von vertalen, das ist Palmsonntag, das ist immer der Sonntag vor Ostern, was wir im Vorweg 3 geführt haben, wo Jesus auf einmal sehr hochgehoben wird, und dann wird gelobt, und dann wird gepriesen, als der König über die Juden, als der Sohn Davids, und auch als der Sohn Gottes. Und so Menschen haben hier gelobt, gedankt, haben ihm gepreist, haben sich selbst Haare gegeben, haben ihre Kleider gegeben, welche waren echt mein Rock der Halle, und der Buddha stoppt dann ab. Der Rock, der hat sich dann besser verändert, nicht so? Das verhieven Schulden angekommen, und den fehlt Sache zu waschen. Aber diese Menschen werden bereit, um alles herzugeben, für diesen Davidsohn, für diesen Königssohn. Was haben diese Menschen vielleicht gedacht? Ich glaube, die haben so gedacht, dass wir Eier von geredet haben, dass nur als der König von den Juden hier, und das König, der wird in den Reck abstellen, hier auf Erde, und wird Israel war treu bringen in ihre Herrlichkeit. Sie bangen sich mit der Zeit, als David wie König war, Salomo, dann hat die ganze Welt eine Fähigkeit für Israel, in Respekt, Israel wie Reck, Israel hat Frieden und Salomo, wann sie Krieg hatten und David. Aber die Kriegen, was David muss arbeiten, die brauchen den Frieden, was Salomo genießen können. Und so diese Juden haben sich dann gebannt und sie bekickten diesen Jesus bloß als ein Messias, was Israel wird raten. Eigentlich können zu befreien, aber hier wäre ein Messias, hier wäre ein Heiland, was die ganze Welt raten will. Ich las das Werk in Kolosse 1, wo Paulus redet von das Geheimnis. Er sagt, weiß, was das Geheimnis ist? Weet je? Das Geheimnis ist das Evangelium ist für die Heiden ausgekommen. Und so Jesus, der hier die Schrift erfällt, er kam in Jerusalem nahe, das hat Abendbura, wo er kam gebraucht geworden. Viele Menschen haben ein bisschen eine Wiederholung über das, waren die Abendbura, wo es die nach Dosaten oder nachkrügen, wo nach Kämmen wie gereden werden, wo die Buddha nicht ist, muss Geschäft backen und wusste nicht, was man tun mehr. Well, wir wissen, dass wenn Jesus der Heiland weil auf dem Buddha saßen, und der Buddha, und weil Han der Buddha soll stehen bleiben, da wird der Buddha stehen bleiben. Jesus kann nicht so merken, dass jemand auf den Buddha gehen kann. Jesus kann Menschen von der Tod abhalten. Jesus kann die Blinge heilen. Wo kann er da nicht einen Buddha tun merken, ohne dass ich schon mal lang rumhüpfen ab den, nicht so? Das ist ein interessanter Vertal über das alles. Ich habe keinen Trouble zu bleiben, dass das Buddha wie reit für den Heiland. Und vielleicht hast der Kimmel für was anderes gebraucht worden, ich weiß nicht. Aber hier kommt in Jerusalem nahe, das und die Schrift wird erfüllt, wurde 1000 Jahre vorher, wie gesagt worden, dass das David sehen, wird in Jerusalem nennen, ihr das kommt, ganz demütig in Atem Buddha. Gleich ein Hügel wird Piet, gleich ein großer Dirasol, über ein armer Buddha, wird die geliebt geworden, nach Jahren gebraucht worden, ein Junger, vielleicht ein Nata, und die Schrift hat gesagt, das König wird kommen und demüt. Und so diese Menschen, die loben und preisen und heben am Hech. Und dann muss ich ein bisschen wundern, wie kommt das dann, dass nicht nur Weg Luther, diese solche Menschen schrien dann was anderes. Die brauchen und schrien dann ganz was anderes. Was sehen sie in der Weg Luther am Freitag? Kreuzige ihn. Das sind viel zu kritisch, das sind viel umzubringen. Viele von dit waren solche Menschen gewesen, wenn das redet von Old Jerusalem. Und so die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben die Menschen ganz umgedreht, nun wollen sie diesen Jesus anbringen. Vielleicht hieft der Luther. Was lehrt es uns? Was das lehrt uns, auf Menschen kostet die nicht vertrauen. Menschen wollen die täuschen. Menschen wollen die dulden. Die Schrift sagt selbst in Jeremia 17, dass verflucht ist der, wer sich auf Menschen verlässt, wer sich auf Fleisch verlässt oder auf Soldaten. Aber gesehen ist der, was sich auf Gott verlässt. So hier muss Jesus das selbst erfahren, diesen Sonntag werden sie alle verarmt, loben und preisen haben. Aber nicht nur der Weg Luther am Freitag, ganz jeng gedreht. Die Geschichte geht wieder, dann sagt er, dass er jetzt im Tempel. Und du siehst, dass du wird getäuscht, du wird Geld verändert, Geld verwandelt, du werden Dinge verkauft. Und am Fort eine Wut nennen, sagt die Schrift. Und er fängt an, die Daschen umzudrehen.
besonders dort, die Daschen, wo das Geld ist, und der wird mit Düben tuschen. Und weet je wat hier warten wir ist, dit wir die Passatiet. Und das Passafast, dat wir, wo sie eine Celebration hatten, wo sie das feiern deuten, wo wir nicht Ägyptenland geraten werden. Und so Duizenden und vielleicht Millionen Juden wären in Jerusalem alle taub. Die wären von allen Ländern gekommen und die wären in Jerusalem. Und so die hatten nicht Tieren mehr zum Opfern. Und so hier wie im Tempel können sie sich die Tieren kaufen. Und besonders die Armen können hier Düben kaufen, zum die opfern, zu Gott. So hier wie im Tempel war es sehr geschaut. Und vielleicht sind sie von anderen Ländern gekommen, haben andere Geld gehabt. So hier wie im Tempel können sie Geld wechseln, können Düben kaufen. Jesus sittet alle und er dreht das alle über Kopf. Den Tag werden sie nicht so geschaut haben, wenn das Geld für alle wegen, auf der Flur, auf der Erde, haben sie alles mit Taub sammeln. Die andere Evangelium sagen, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Tempellehrer, die äußerten sich sehr über arm. Und fragen sagen, was für ein Reich hast du dir zu tun? Was sagen, sagt er, kriegt das Reich, was Jonah hat. Ich will diesen Tempel in 3 Tagen, ich will diesen Tempel durchbringen, und dann in 3 Tagen will ich ihn frisch abführen. Weil er redet gleich von dem Gebiet, er redet von sich selbst. Und hier, als er das tut, als er hier mit seiner, das wird nicht eine erreichte Wort, das wird eine gereichte Wort. Die Schrift redet von, wann die wirklich best, dann wird das eine gereichte Wort sein. Er sagt hier, mit Zorn, mit Wort, dort ist geschrieben, mein Haus soll ein Haus von Gebet sein, und die haben dort eine Stadt von Spitzpüpen gemerkt, von Dieb, von Stehler. Und das ist, was Salomo gesagt hat. Mein Haus, in 2. Samuel, sieht Gott, dass das Tempel soll eine Stadt sein zum Beten. Und hier wird über ein Stuhl geworden, ein ganzes Schacherhaus. Weil wir aufpassen, dass an sich nicht bloß ein Schacherhaus werden. Dass wir nicht bloß Druck haben mit Fundraising, und Geld abdrücken, und vergeten von der Diere Evangelium, und von der Arme, und von der Treue, was der Halb fehlt, und vielleicht bloß nur fehlt, jährlich zu halten, nicht so? Dann sagt er, dann hat er hier ganz das rechte Ding, das sagt in Matthäus 21,14, die Blinge, und die Tränen gekennen Arm im Tempel, und er heulte alle. Was die Schriftgelehrten, die Pharisäer sagen, was er tut mit der Kraft, und dass die Kinder am lobten und preisen taten, und die Kinder sehen, Hausianer, den sehen Davids, wären sie zornig und sehen da, weißt du, was diese Kinder sein? Dann sagt Jesus zu ihnen, weißt du, was die Schrift sagt? Dass Kinder und Babys, die auf der Brust sind, die wollen Gott preisen. Und er verleiht ihn und ging in die Stadt Bethanien und wir tun danach. Und in Bethanien waren seine Freunde Lazarus, Maria und Martha. Und so wir wollen das durchlassen, wir kommen nicht dabei in die Geschichte. So Jesus hat hier die Suppe eingeriert. Jesus hat hier das Boot geschackelt, sozusagen. Jesus macht sich hier bekannt als ein König. Jesus reinigt den Tempel. Er hat die Pharisäer und die Kirchenlehrer sehr zornig gemacht, sehr doll. Und das ist meistens, wenn Jesus will haben, die sollen mich mal vornehmen, die sollen mich anbringen. Und ich die wissen, warum er das tut. Er tut das, wegen er will mich und die raten. Das ist nicht wundervoll und herrlich. Ich muss diese Botschaft sehen sein und schickt es wahrlich wieder. Gottes Segen.